herzlich willkommen zu diesem ersten Stadion-Vlog auf diesem YouTube-Channel. Heute Manchester City gegen Tottenham im Etihad Stadium. Ich würde sagen Empty Head. Ich bin ja Man U-Fan, aber trotzdem sicher ein verdammt geiler Match. Das Wetter, typisch Englisch. Es regnet, es windet. Typisch Manchester, Alter. Tatsächlich zum Stadion gelaufen, aus dem Grund, dass ich meinen Buspass verloren habe. Heute übrigens auch eine spezielle Zeremonie für einen Rodri. Der hat ja den Ballon d'Or gewonnen vor ein paar Wochen. Für mich absolut unverdient. Ja, er war krank, er war gut, aber bitte, Ballon d'Or. Hate it or take it, was meint ihr? Ich mache mal Umfrage in die Kommentare rein. Könnt ihr mal abstimmen. Ich weiss echt nicht, ob ich das schön finde. Hellblau, grusig. Natürlich, weil es City ist. Aber ich glaube, das wird schon krank. Mit Herz werde ich den jetzt essen, mit Herz. Ja, der Match da? Yes, they are 15, my 15. Ach du Scheiße, dass ich den habe gekauft. Definitiv nicht anlegen heute. Ist noch da, ich muss jetzt hier komplett drum laufen. Zum Eingang C dort, Mann. Das ist einfach ein fetter Fluss hier. Alles, wie will ich hier noch laufen, Mann? Ich glaube, ich habe endlich meinen Eingang gefunden. Mal schauen, ob die meine leihen. Ob hier die random gekauften Tickets auch wirklich legal sind. Hey, let's see. Ich habe es reingeschafft. Jetzt mal schauen, wo ich sitze. 201 ist mein Block. Also wenn das kein geiles Spiel wird, von hier, ich kann sehr gut filmen, schaut mal. Das Stadion darf man auch immer bewerten. Also das Sitzen, schaut mal wie fett die sind. Mit Poster. Wenn ich hier so sitze, Beiplatz, crazy. Ich würde sagen, starke 4,8 von 5. City-Spieler kommen gerade rein. Es gibt keinen Applaus, weil das Stadion ist leer. Die bauen dort hinten eine höhere Tribüne. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es das braucht. Ach du Scheiße, ich habe noch nie ein Stadion gesehen, das so langweilig auf die Startaufstellung reagiert. Da macht sich ein ganzes Board an Leute parat. Ready. Der erste Manchester City-Spieler, der den Ballon d'Or gewinnt. Das heißt, sie haben endlich auch mal Geschichte geschrieben. Und jetzt Fußball. Es hat gerade angefangen. Nach 10 Sekunden gelb. City die ersten Minuten ganz klar besser. Anstoß. Haaland. Oh mein Gott. Also City ganz klar besser im Moment. Die Stimmung ist schlecht, aber ja, was sollst du machen? Oh mein Gott. Was ein Scheiß. Tottenham-Fans freuen sich. Ich darf nicht jubeln, ich darf nichts machen. Nach 13 Minuten. Das Goal ist gemacht worden von James Maddison. Es war die allererste Chance, das erste Mal, dass die überhaupt die 16 rein sind. Das sind sehr gefährliche Bälle. Die haben jetzt schon ein paar Mal gespielt. City viel kreativer, aber Tottenham gefährlicher. City hat einen kompletten Spielfuss verloren. Man checkt gar nicht. Die wollen gar nicht shooten irgendwie. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Mann. Where is Rick? Abstoß. Nein, nein.
Das glaubst du nicht, Mann. Ach du Scheiße, was passiert da? Wird das die 50 Niederlage nach Nang für City? Ich will nicht wissen, wie gerne mich freuen und die alle provozieren. Für mich richtig abummeln. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist die 20. Minute und es ist 2-0. Oh, da habe ich knapp nicht drauf gehabt. Heung-min-Son wieder. Oh mein Gott, die ganze Zeit Überzeit vom Heung-min-Son. Die Spurs machen das wirklich extrem gut. Die spielen sich so gut hinten raus. Oh. Mega schlimmer Ballverlust von Tottenham. Aber City kann es echt nicht ausnutzen. Also die Chance haben sie definitiv. Gut gemacht. Jetzt macht er ihn. Also defensiv City bodenlos. Nathan Ake würde ich sagen. Schaut mal, wie sich das Stadion erklärt vor der Pause. Halbzeit, alle stehen auf. Zeit, um sich irgendetwas zu holen. Die erste Halbzeit ist durch, 2-0 für Tottenham. City mega viel am Ball, City mega kreativ am Anfang, City mega gut am Anfang. Sehr gut, mit sehr viel Selbstvertrauen. Tottenham hat das dann plötzlich sehr ausgenutzt. 3-mal vor das Goal gekommen, 2-mal Goal gemacht, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, die Stimmung ist so schlecht. Wenn ich jemanden höre, das sind Tottenham-Fans. Und nicht mal die sind laut. Also ich muss sagen, so während der Ballon d'Or-Zeremonie war ich krank. Aber ab dann tote Hose. Ich weiss nicht mal, wo die Ultras stehen in diesem Stadion. Es gibt auch gar keine. Ich bin gespannt, wie Guardiola jetzt reagiert. Vielleicht wird er ja Nathan Ake noch einwechseln. Das wäre natürlich nicht schlecht für mein holländisches Herz. Ihr wollt nicht wissen, wie fest ich mich zusammenreißen muss, nicht irgendwelche Kommentare rauszulassen. Und der sehe ich nicht mehr, der 3-1 für City tippt. Und der nervt sich so hart. Und ich bin die ganze Zeit nur am Filmen. Der hat gar keinen Bock auf mich. Ich habe immer Pep Guardiola gesprochen. Ake ist reingekommen für John Stones. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat kurz seine Ehre genommen, Mann. Dass er sich das gefallen. Nein, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Okay, Gott. Das haben wir nie gesehen. Er schiebt im Mittelfeld, das Hösel läuft weiter. Was ein Assist. Ich frage mich gerade, wenn das City das letzte Mal 3-0 hinten drin war. Sie sind zwar zweiter Platz, aber ich will nicht sagen, Liverpool macht einen hohen Vorsprung jetzt. Geht das 4 noch? Wer weiß? Nein. Achtung! Oh mein Gott. Get it in. Es wird heute wirklich nicht rein für Manchester City, Alter. Es hat so viele Chancen, aber einfach keine aufs Goal. Heute hat es Wechsel gegeben. Kevin De Bruyne ist reingekommen, Jack Grealish ist reingekommen. Kevin De Bruyne wird sofort in Aktion gesetzt. Oh mein Gott! Oh no! Erste Aktion natürlich ganz super von Bernardo Silva und von De Bruyne. Jetzt bringen wir ihn mal rein. Hier. Field Goal! Also im amerikanischen Fußball hat er gezählt. Was ein Ball!
sie wollen ihn einfach nicht reinmachen. Ein riesen Unterschied für Kevin De Bruyne. Er macht das sehr gut. Akanji, Haaland, Doppelpass. Wow! Ach du Scheiße! Der Goal ist so gut heute. Die Leute können nicht damit umgehen, dass sie verlieren. Aber das ist jetzt lustig. Egal, sag jetzt immer, vor dass ich hier noch verschüttet werde. Auch irgendwie der 30. Eckball. Mal schauen, was sie jetzt machen. Schnell ausgeführt, Kevin De Bruyne. Verkauft ihn wieder. Minute 3,8. Alle sind am Heimgehen, niemand hat mehr Bock. Es ist ein Riesenfest bei den Spurs-Fans. Jetzt ist es natürlich, es ist ja auch laut, kann man nicht sagen. Das Stadion ist jetzt echt leer. Man sieht extrem viele Blaue sitzen. So langsam nimmt das Spiel das Ende. Die Luft ist richtig draussen. Obwohl, sage ich da etwas Falsches? Gibt es da gerade noch einen? Ach du Scheiße! Ja, der geht gerade heim. Und ich sage einfach gerade, dass es fertig ist, Alter. Was? Das kann ja gar nicht sein, Mann. Die schauen alle jetzt blöd rein. Wieso verwirrt immer die geilen Spiele? Ich verrecke innerlich gerade. Ich verrecke richtig. Aber ich muss mich richtig zusammenreißen. Hiermit ist das Spiel beendet. 4-0 für Tottenham. Noch nie gesehen, 4-0 für Spurs. Aber für mich ein krankes Spiel zu schauen. Also, wirklich besser geht es gar nicht eigentlich, als Man-U-Fan. Der Match ist vorbei. Leider konnte ich nie jubeln. Aber richtig fettes Shoutout an Marcus. Er ist hinter mir gesessen. Sie hat gemeint, ich bin ein Spurs-Fan. Bis ich ihnen erklären, dass ich Videos mache. Dass ich ein Vlogger bin aus der Schweiz. Und ab dann haben sie mich gefeiert. Ein geiles Sieg. Alles für den Content, oder? Es war gut, Spurs. Also, absolut gut. Und ja, die Stimmung. Ich gebe jetzt für jedes Spiel mal das Rating raus. Stimmungsmässig würde ich sagen, etwa 1,5 von 5. Jetzt gehen heim essen. Dann geht es ab in Ausgang in Manchester mit ein paar Kollegen von mir. Jetzt, was sind die nächsten Daten? Am Dienstag gehe ich Manchester City gegen Feyenoord schauen. Am Mittwoch kommt der Vlog von dem online. Und das sind eigentlich alle Termine, die ihr im Moment wissen müsst. Ich werde alles wie immer in der Story kommunizieren. In ein paar Wochen kommt ein lächerlich cringes, aber auch lustiges Video raus aus Zürich. Also, es wird lustig, Wegen dem bleibt dran. Wenn ihr zur Family wollt gehören, wenn ihr Abis seid, dürft abonnieren, liket. Habt keinen Schiss, irgendeinen behinderten Kommentar zurückzulassen, wo ich darauf reagieren kann. Dürft sharen und das wird echt nur lustig. Ich würde sagen, habt einen schönen Abend, man sieht sich, genießt es. Und zum Schluss natürlich, Peace out! Hold on, ich bin noch nicht weg. Tottenham hat heute einfach den Zauberstab von Pep Guardiola genommen und den Tag auseinandergenommen. Alter. Und ich habe gesehen, Feyenoord hat in der holländischen Liga 3-0 gewonnen. Am Dienstag spielt Feyenoord gegen ein Manchester City, das seit 5 Matches nicht mehr gewinnt. Imagine, Feyenoord nimmt ihren eigenen Zauberstab und macht da und nimmt es einfach von an. So diesen